Goedemorgen allen. Hier is het in de naam van Jezus, ons heiland. Het goud zoveel te zijn voor jou morgens. Het is een schijn morgen wat God je gegeven heeft. En zijn vrouw voor iedereen die je komt is, die heet je welkom. Wanneer je in bulletins hebben, waar we naar de bekendmaking kijken ben. En meerdere dingen wat er opkomen nu ganz am karten. En mag je opmerksam maken daarop. Eerst dinsdag zo is aan de Jugend Bibelstunde. En maandag donderdag zo is, komt de vrees hier toe de gemeenschap aan. Klok 7 zo is. En de zinnen klok 6, gebedsstunde. En we sparen allen van jullie aan, omdat je zal komen en deelnemen aan. We gaan veel oorzaak te beden. En grote bedürfnissen. En dat veel dat we alle deelnemen aan en onze verantwoording ervaren dan, waar we bij open zijn. Dat we zullen beden. Een van onze, besonders nu in deze laatste tijd, we zijn de bedürfnis als zeer, zeer groot. En hier in Jezus waren meerdere gebedserhörungen, wat God deed, durch antwoord van gebeden. En dat geeft ons moed wieder te beden. En we sparen je alle aan, omdat je zal deelnemen daaraan. We kijken voorwaarts een paar weken. Met de 17e plannen we hier een seminar te gaan voor ouderen. Ten ouderen leren hoe we kunnen onze heima instellen in leiden zoals God dat gefällt. En we worden van klok 9 morgens tot klok 3 uur middag door aan woord. En middag wordt hier gemerkt worden voor al die wat er komen deelnemen. En we sparen je alle aan. Dat is niet maar bloos voor ouderen wat de jongere kinderen hebben, maar ook voor grootouderen. Voor iedereen, because de grootouderen hebben een grote invloed en de kinderen, de grootkinderen ook. En er worden zal met zeer waardevolle sessions zijn wat je wat in zee zijn. En zo beter ver, met de 17e, we hebben de andere kerken ook aangelaten. Leamington en Milverton en Tilsburg en Springfield. En zo, we kijken voorwaarts naar een gouden dag hier top met de 17e. Dat is onze zin. En dan de nächste dag, bij de 18e, plannen we hier Tofast te gaan. Het zijn meerdere wat ongelangt hebben, wat zich wel toffen laten. So die worden ja Zeugnis hier aan mitteilen. En we worden toffen met de 18e. En met de 25e. Een grote dag voor ons. En mag je alle aansparen door te beden en eruit te merken. Met de 24e, waar we als alle kerken top komen. Wat nu middag, klok 4 in Stratford bij de community center zijn. En al die kerken van hier raam worden top komen. En we willen top God loven en prijzen met gezang en met wat immer we kennen. En we willen dat celebrate wat God gedaan heeft in ons verhältnis een met den anderen. En dat wat de goede gelegenheid zijn meer mensen kennen te leren, een beetje een groter beeld zijn wat God deed. Jeder zondag van hier somebody, entweder naar Leamington of naar Milverton, te door de boodschap brengen van jou, dat Jake Ents en Milverton de boodschap brengen. Vorige zondag had ik de gelegenheid in Leamington de boodschap te brengen. En dat is de grote vrijheid met wat de christen toekomen en gemeenschap hebben. En dit wordt een gelegenheid zijn waar we alle kunnen toekomen, er wordt ook vastbaar zijn. En iedereen wordt je vraagt een klein beetje wat met te brengen, te vastbaar doen. En zo wordt nog meer daarvan hier, want het is een beetje nodig is. Maar dat is met de 25e, zo wil je het aansparen, dat die dag ophouden voor dat. En we kijken voorwaarts naar de gouden tijd top te gaan door die dag. In Gross van Veracruz, Pedro en Lisa Neufeld weer in Veracruz, en Henry en Anna Wall, ook meerdere van de pastors, pastor José Ambros en pastor David, hadden alle grosse metgeschickt, hadden zeer besteld, het zal niet veel,
soll uns hier alle Gereisten von ihnen. So, du hast ein Gruß von Veracruz, Mexiko. Bitte wieder vorausschicken, no Juli den 6. Dann planen wir hier uns 10th Anniversary zu celebraten. Dann ist es 10 Jahre, was wir hier in Port Burwell gewesen sind aus der Kirche. Und wir wollen eine Slideshow haben und Bilder wiesen von wo das 10 Jahre drehen wir. So, wenn die Bilder haben von der Zeit, dann dort die Neil ernst geben, er wird eine Slideshow taubstellen. Und das wird eine gute Erfrischung sein, ein bisschen zurückchecken sein, was das wir und was Gott getan hat in der Zeit. Und wir wollen Gott loben und preisen für was er getan hat in den letzten 10 Jahren. So, das ist Juli, noch ein enges Jahr, aber dann, aber das soll gut sein, dass wir daran denken und dürfen wir beten. Und das sind alle Bekanntmerkungen, was wir haben von dir. Werden wir noch taub beten, und dann wird David Dicker uns leiten in Gesang, und nur dort wird Isaac Beckert uns die Botschaft bringen. So werden wir taub beten. Uns großer Gott im Himmel, du bist der Allmächtige, der Himmel in ihr gemerkt hat, und alles, was er bin, ist. Wir preisen und loben den Namen. Den Namen ist groß. Und du hast das kein Namen in ihrem Himmel gegeben, wo durch Menschen kann selig werden, bitte durch den Namen Jesus. Wir danken dir sehr, Herr, dass du hast die offenbart zu uns, dass den Namen ist bekannt geworden mag uns, dass das Evangelium von Jesus Christus ist uns gepredigt worden, und dadurch sind wir zum Glauben gekommen und wir danken dir und loben dir und preisen dir dafür, Herr. Dann dort ist es unmöglich, dass irgendwer können selig werden. Und wir danken dir, Herr, dass wir in einem Land wohnen, wo du Freiheit hast, wo du Ordnung hast. Und wir danken dir für unsere Regierung und all die du arbeiten in das Land, Ordnung zu holen. Und wir danken dir auch, Herr, dass wir so wirklich alles haben, was uns fehlt. Für unseren physischen Körper, für unsere Seele und Geist hast du alles versorgt. Und wir danken dir dafür, Herr. Herr, wir sind so geneigt, das gleichzeitig zu nehmen. Und wir nehmen die Gelegenheit, für nicht ernst, was wir haben. Und verjährt uns dafür, Herr. Und mehr ganz mehr aufmerksam. Wie sonst, Herr, die Verantwortung wir haben, auch Erntestunden für andere, dass wir nicht würden, gleichzeitig worden und dort gleichzeitig nehmen, was du für uns getan hast. Aber dass wir die Verrechten und die Gelegenheit möchten wahrnehmen, was wir nun in dieser guten Tag haben. Gott, wir danken dir auch für diesen Platz, wo wir uns versammeln können und für jeder eine, der hier von der Samarias ist. Wir beten, dass du wirst dienen, Jesus, über uns utgeiten, dort in der Sünderschule, wo immer dein Wort gelehrt wird, Herr, dort du wirst bekräftigen mit dienen, Jesus, dass du wirst unsere Horten aufmerken, unsere Ohren, unsere geistlichen Ohren und unsere geistlichen Ohren, zum Hören und zum Sein, was du zu uns sein, das von dir. Wir beten, dass du wirst in jeder eine, der du teilnimmt, und der du zuhörst, sehnen. Und Gott, wir danken dir für was du hast, reingemerkt für uns. Wir preisen deinen Namen. In Jesus' Namen beten wir das. Amen. Nichts kannst du tun zur Erlösung. 213. Nichts kannst du tun zur Erlösung. Sie ist ja vorbei, sie ist da. Du sollst sie nur nehmen und loben, um ewig errettet zu sein. Nichts kannst du tun zur Ergebung, denn Gnade die Welt nicht verdient. Gerechtigkeit ist dir erworben von dem, der die Sünde gesühnt.
Nix kannst du tun für schneeweiße, im Blute gewaschene Kleid. Du lass dich im Glauben rein kleiden, so zieht dich vor Gott Heiligkeit. Nix kannst du tun für die Wohnung, die Gott uns im Salem erbaut. Nur komm, weil ja alles bereitet, so rufet die Geist und die Braut. Nix kannst du tun für den Himmel, das selige Herrlichkeitsreich. Erpresst er nicht und der Vater, sprich Jesus, wir schenken es euch. Nix kannst du tun für die Würde, so trag in die goldene Krone. Ich will dir aus Gnaden geschehen, nur demütig nieder am Thron. Mojes. Mijn titel voor de boodschap is nur dort sehen, was boven ist. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir kennen nicht stand an der Leisung. Und so dass alles durch, was Jesus Christus getan hat, wir haben jetzt ausgeführt, wo wir uns erinnert haben an Jesus in Leben, Storben und Abstunden. Und da du nicht wie Gott reichte Hand setzen, dass du von uns anstunden, dass du von uns beten, dass so, wir haben eine große Isaac, nur dort zu sehen, was boven ist. Und das ist alles, was er getan hat, wir können nicht stand an der Leistung, das er hat das vollbracht. Und er ist Tränen vorgegangen und er steht in der Anfangs. Und dort soll uns eine große Isaac geben, nur dort zu sehen, was boven ist, und dort zu denken, was boven ist. Wenn dort nicht wie so war, dann würde unsere Radung nicht fertig sein. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14 und wieder, sagte, wenn Jesus Christus nicht wie von dort abgestunden, dann würde er predigen für Jesus sein, dann würde er glauben für Jesus sein, dann würden sie sein falsche Sei was. Und da sage ich wieder, der sagte, dann würde ich uns glauben für Jesus sein. Und wir würden nacheinander Sünden sein. Und da sage ich wieder, dass, wenn dann nicht wieder abgestunden, dann würde $16 bekommen sein aus uns. Und da sage ich, dann würden auch alle verloren sein, die alle in Christus gestorben sind. So Jesus Christus in Abstunden ist sehr wichtig, er hat das vollbracht, und dort ist keine Radung. Und so wir haben eine große Isaac, ab dort zu checken, was der Boven ist. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 3, dass Gott hat uns nie geboren, eine lebende Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus von dort abwerten hat. So Jesus Christus in Abstunden darf uns eine lebende Hoffnung, wir haben eine lebende Hoffnung. Und so, mit dort ansehen, weil ich Kolosser 3, Vers 1 durch auflesen, dann würde anfangen, dort zu sein, dass wir sollen dort sehen, was boven ist. So, vor dort, was Christus von uns getan hat, und dat hij niet bij God gereicht de hand zetten dat du von uns anstunden dat, waar we met dort an zijn checken Wurm, naar dort sehen, naar de Wurm und dort denken, was de boven ist. So in der Bibel haben Kolosser 3, Vers 1 durch 11. Und du sagst, das ist das. Wenn die mit Christus von dort abgestunden sind, dann segnen dort, was boven ist. Wo Christus bei Gott und der Rechte sieht, setzen das. Denk an dort, was der boven ist, und nicht an dort, was bei ihr ist. Die sind gestorben, in ihrem Leben erst mit Christus und Gott verstärken.
Wenn Christus der nu ans Leben ist, für een Tag kommen wird, dann wird je mit am Taub auch herrlich angestellt worden. Du werden merkt alles an den Tod, was von jener sämtlichen Natur kommt, die Hierarchie, Arrendheit, sämtliche Leidenschaften, Beise lassen dies das Kraxe aus Jatterdeinen. Willst du wegen so wat Gott in euer über dich kommen, die nicht gehorchen. In so wat mirk gemerkt, aus die ben lebden. Aber nu leicht so wat auch alles auf, sich euren, grülen, Schlagsennen, Spotten, Niedertreiche und beleidigende wird uit den Müll. Dort nicht mehr aneinander legen, die haben den oulet Eck mit seiner beiden Natur in Worken aufgelegt. Und die haben eine neue Tür angenommen, die immer Dollar nur dem lecken, der ihn gemerkt hat. Und die neue Tür, die so aus Christus ist, darf dort nicht so was aus Juden oder Griechen beschnitten sein oder nicht beschnitten sein, Schieten, Fremde, Völker, Schnarchs oder Frei, du als Christus alles in allen. So erstens sagte, wenn die dann die abgestunden sind mit Christus, am abzustunden muss wir sterben. So wir können nicht abstunden, nicht auch wie sterben sind. So in der Tabelle Reimer saß und mit checken, wo sterben wir? Oder wo sterben wir ab? In Reimer saß 3, sagt Paulus, oder wollt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeiht sind, an seinen Tod angedeiht werden. Wir werden durch den Deipen mit Amtaub und Tod begraben, dass so aus Christus durch den Bruder seiner Herrlichkeit können von Tod abgewirkt werden. Wir können ein neues Leben wandeln. So, wir sind für das alle Leben, für das alle selbst, für uns selbst gestorben, für die Sinn gestorben, und auch mit Christus abgestoßen, so dass wir ein neues Leben wandeln. So wir müssen sterben, wir müssen zu uns selbst sterben, wir müssen uns Fleisch tritzen, und dann, wo wir auch mit Christus abstoßen, so dass wir ein reines Leben wandeln. Und auch in Kolosser 2, 12 und wieder, wo Paulus auch das sagen hat, er sagt, als die gedeiht werden, war die mit Christus tot begraben. Mit Christus sind die auch von Tod abgestoßen durch den Glauben und Gott seine Kraft, der Jesus von Tod abwirken hat. So, das meint nicht, dass die Tod uns seilig merken wird, aber wenn wir uns bekehren und wir stehen uns alles Leben auf, und dann mit den Leuten beweisen, wie dort was innerlich passiert ist. Wir beweisen damit, dass wir gestorben sind, und Stunden ab, wir sind zu das alle Leben gestorben, und kommen nicht Stunden ab, zu das neue Leben. Aber ich sagte in Vers 13, Kolosser 2, 13, sagte, je wären deine Zeit jährlich tot in jene Sünden. Und in jene fleischliche Natur, aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. So er sagt, wir wären deine Zeit alle jährlich tot. So keiner kann sagen, dass wir das nicht brauchen, dass wir zu Gott werden. Er sagt, wir wären alle jährlich tot. Aber Christus hat uns mit Gott gebracht, an dem, dass wir das tun, dass wir Sünder sind, und das annehmen, was Jesus Christus von uns getan hat, dann sterben wir, und dann sagt er, dann wollen wir auch mit Christus einworden, wenn mit seinen Abstunden, er ist abgestunden, so wenn reicht dort er ist abgestunden, sagt Petrus, hat er uns nie geboren. So dort ist, wo wir sterben, und dort, wo wir abstunden dann. Und das sagt er wieder, an 14. Vers sagt er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen vom Gesetz her jeden anstand, durchgestreckt und es über Zeit gebracht. Er hat den Schuldschein unter Trizie genäht.
So die Schuld wird wie schuldig werden. Wir können das einmal nicht betonen. Er sagt, er hat die durchgestreckt, er hat die ausgestreckt. Er hat die über die Zeit gebracht. Er hat die an 13 Jahre alt und die sind weg. So, wenn wir in diese Gruppe kommen, wenn wir dort annehmen, dann ist unsere Schuld betont. Dann sind wir abgestunden, dann sterben wir dann selbst und dann sterben wir ab. Und dann sagt er, du wirst segne nicht dort, was der Boven ist. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann finden wir in der Epistel 14 Mal, wo Paulus ist von reden, dass was Gott von uns getan hat. Und dann, nur dem, dann sagt er immer, nu soll ihr das tun. Zuerst sagt er, was Gott von uns getan hat, und dann sagt er immer, was wir dann nicht tun sollen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir können nicht bloß Stress werden und dann in uns altes Leben wieder beim Leben. Er sagt, was Gott von uns getan hat, und dann sagt er, was wir tun sollen. Das ist in Kolosser 1, von Kapitel 1, Vers 2, sagt er, was Christus von uns getan hat, wo er unsere Sinnenschuld betont hat, und er 13 Jahre hat. Und dann sagt er, du wirst, wenn sie nicht mehr Christus von dort abgestoßen sind, dann segne dort, was boven ist, und denk an dort, was boven ist, und nicht an dort, was bei ihr ist. Und ich bedenke besonders an der Birk Epheser, wenn wir dort durchlesen, dann wir würden das gerne an 2 Porten teilen. Die ersten 3 Kapitel sagen uns, was Gott von uns getan hat. Wir finden nicht, was wir sagen, was wir tun sollen. Und ich glaube, uns gefällt das $14, die Dinge zu hören, was Gott von uns getan hat, als die Dinge zu hören, was wir dann nicht tun sollen. Aber das ist ein bisschen, wenn wir würden ab 2 Beinstunden, der Pfeiserbirg, das die ersten 3 Kapitel, das würde sagen, dass wenn wir ab 1 Beinstunden leiden, oder ab die letzten 3, das würde sagen, dass wenn wir ab der anderen Beinstunden leiden. Aber wir machen die Bett haben, dann ist das, wenn wir ab 2 Beinstunden dann. Wenn wir das erste Part nicht haben, wenn wir nicht das ewige Leben haben, dass du sagst, dass wir sind nicht an Citizenship als nie im Himmel. Wir sind nicht mehr fremde Wanderer. So wir sind nicht Gott seine Kinder. Wenn wir das Part nicht haben, und proben das zweite Part zu tun, was Paulus in den letzten 3 Kapiteln sagt, was wir tun sollen, das schafft nicht sehr gut, das zu tun, wenn wir das erste Part nicht haben. Und Charakter schafft das nicht, wenn wir das erste Part haben, und dann über nicht dort tun wollen, was er an das letzte Part sein wird. So das ist ein bisschen, wenn wir auf ein Bein würden gehen. Und das schafft nicht sehr gut. So wir machen erst das tun, was er von uns getan hat, und dann haben wir getan, was er sagt, was wir tun sollen, wen dort, für was er von uns getan hat, dann können wir das tun, dann können wir feindlich tun. Und er sagt, wenn die von dort abgestoßen sind, dann segne dort, wo der Bogen ist. So, es ist sehr wichtig, dass wir als Christen, dass wir nicht wieder dabei leben, an das alte Leben, wo wir werden werden. Und das meint nicht, dass wir nicht sollen an die Dinge denken, was wir hier brauchen. Wir müssen Arbeit haben, wir müssen schaffen, uns Brot verdienen, all dort. Sodass alles so überdacht. Unsere Gedanken sind nicht bloß hier bei ihr, wir sehen nicht bloß nicht dort, was hier bei ihr ist, was der NRWs wird vergehen. Wir sehen dort und denken an dort, was der Boven ist, wie Christus, wie Gott ist und von wo er weiter kommen wird. Dazu unsere Gedanken sind. Wir finden das Rekommand, was in Jesus können, in Lukas Kapitel 8, wo denn Jesus kam früh, was er muss tun, dass er dort Gottes Reich arbeiten kann. Und Jesus sagt am Tag, er soll die 10 Gebote holen. Er sagt, er hat alle geholt von jung an. Und dann sagt Jesus, Tom, die fehlt noch ein. Er sagt, go, verteil alles, was du hast, und darfst die Arme dort, und dann wirst du einen schwarzen Himmel haben. Und dann sagt er, dann ging die Rekommand davon, und wir sehr traurig. Das sagt wir sehr recht. Sie sehen, denken wir ab dort, was hier bei ihr wird. Dort, wo wir sehen, seid, haben wir die Vorsehung.
Und ich will bloß sagen, das ist nicht gesagt, dass das arg ist, wenn wir ein Haben Gott haben. Das David gesagt, wenn wir ein Haben Gott tun nimmt, dann sagt ihn Hort nicht durch. So wir können das nicht haben, aber das ist nicht gut, wenn das Haben Gott uns hat. So wir müssen daran denken, was Buben ist, diese Dinge, die wir haben, aber wir sagen uns Hort nicht durch. Wir tun nicht all an sie denken, bloß nicht dort sehen, was hier bei ihr ist, was du unterwegs wird vergehen. Gott lässt uns das Tag kommen, dass wir das brücken können und dass wir können auch in die Nähe haben. Aber wir sollen nicht ans Hort absagen. Wir sehen nicht dort, was der Buben ist. Bloß ein Beispiel, wenn wir die meisten von uns sind von Mexiko hergekommen, als wir da stets fahren, wir kaufen uns zu essen, wir fahren Gas an, wir packen uns zu einem Hotel, wo wir schlafen können. Aber wir denken nicht an denken, an die Gedanken, wir nicht durch, wir wollen uns das merken, oder was wir tun wollen, no. Wir wollen eine Kader, an die Gedanken, wir hier ein Kader. So wir finden da, wir kaufen dort, wir denken dort, was wir tun müssen, was wir brauchten durch. Über unsere Gedanken, wir ein Kader, ein Charakter ist mit uns Leben. Uns Tüß ist nicht hier, uns Tüß ist im Himmel. So unsere Gedanken sind durch. Wir sollen nicht bloß an das denken, was für das Leben hier ist, oder nicht dort sehen, was hier bei ihr ist, aber nicht dort sehen, was der Buben ist. Und das sage ich wieder in Kolosser 3, Vers 2, das sage ich, wenn Christus der nie ans Leben ist, für einen Tag kommen wird, dann, wo ihr mit am Tod verherrlicht, mit am Tod auch herrlich angestellt werden. So, und Jesus hat gesagt, dass er wird weiterkommen. Und er sagt, wenn Christus, der ans Leben ist, nie wird für einen Tag kommen, dann wo wir hergestellt werden, und herrlich mit ihm hergestellt werden. Und dort ist, wo wir nicht dort lernen, nicht dort sehen, was der Buben ist, und unsere Gedanken haben, ob dort, was der Buben ist, von wo er wird weiterkommen. Und dann Kolosser 3, Vers 4, da sagt er wieder, du wirst merkt alles an den Tod, was von deiner sämtlichen Natur kommt, die Hierarchie, Orientät, sämtliche Leidenschaften, beide lassen dies. Und dies das kriegt so aus Jätter deinen. So du wirst, sagt er, tut das alle auch Stunden. Wir als Christen, wenn wir uns bei Gott sind, nahen, und wir wieder an das Leben führen, wir tun diese Dinge, dann da wir sozusagen dieses Nomen hier durch den Mord schlagen. Wir geben ein falsches Bild von was Christus ist. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sagen wir damit, dass wir sind so Christen, wir sind seine Partner. Und Jesus wird diese Dinge einmal nicht tun. Und daher ist es sehr wichtig, was wir tun, dass wir nicht ein falsches Bild geben. Und wenn wir beten tun, wir sind schuldig, einer von den anderen zu beten. Aber wir können nicht sehr gut beten, wenn unsere Gedanken bloß an die Dinge sind, die hier abgehört sind, oder an dort sehen, was hier abgehört sind. Dann können wir nicht sehr gut beten. Aber wenn wir an dort denken, was der Buben ist, dann können wir auch besser beten, einer von den anderen. Und das ist, was wir tun sollen. Jetzt viele Menschen bewählt von der und da, die tun nicht Gott sein Wort lesen, die tun nicht die Bibel lesen. Aber Paulus sagt, wir als Christen, wir sind so als Brief für die Menschen. Wenn die auch nicht die Bibel lesen, aber die lesen an uns so, als wir wollen dann. Und die wollen es sehr bald an, als wir ihren sind oder nicht ihren sind. Wir können die Menschen nicht anschmieren. Wir schmieren uns bloß selbst an. Ich lese das Werk in einem Devotional Buch, wo ein Mann sieht, ein Traktor, er Tempo haben, und als in der Schafe oder was, ich weiß nicht korrekt Wort, aber er steht da in der Lane und liert da. Und als er da in der Lane stund, auf einmal der Mann, der vor am stund, dreht sich auf einmal hastig an und sagt ihm, ich weiß, dass das nicht interessiert. So, der sperrt, das Mann hat nach Rennrecht nicht drin gesagt, aber er sperrt, du wir in anderer Jes an diesen Mann und dreht sich an und sagt, ich weiß, dass das nicht interessiert und wird verdrisslich. Und er sieht am Teilhand dann mit, wo von Gott seine Leben, von wo Jesus von der sterben wird, dass er auch will haben, dass er
dat hij hem ook kan aannemen. Hij zei, ik weet dat u niet interesse bent. Hij had nog niets tegen gezegd. Toen is het zo wichtig dat wat we doen, dat het stemt met dat wat we zeggen, dat het stemt met ons wandel. En ook van de kinderen. Dat merken een zeer grote onderscheid wat we doen als we hier zijn. Als we onze gedanken op dat gaan wat de boven is. Want we onze gedanken gaan op dat wat de boven is en dat zeker wat de boven is. Die worden dat zijn. En dat merken, dat is een grote invloed aan de kinderen. Maar wanneer dat zijn, we geven ons veel Christen te zijn, we voeren de ritueel. We zijn thuis, worden er aan, we doen niet alles dat, we zijn niet gelijk dat wat we ons geven te zijn. Dat heeft ook een invloed aan dat. En dat is een grote schade. So dat merkt een zeer grote onderscheid. Het is zeer wichtig, dat wanneer we met Christus hebben abgestimmt zijn, wanneer we ware geboren zijn, dat we dan nu ook deze dingen afloten en dat we aan die dingen denken wat de boven is. En dat merkt een grote onderscheid. En ik vroeg ook de twee woord van onze jongens. Wie weer een invloed was aan die, en die zeiden dat we niet dat zagen wat de boven weer, dat we in God zijn woord zien zijn, en dat we het gebed staan voor. Die zijn dat onze gedanken zijn op dat wat de boven is. We zien dat wat de boven is. En dat is een grote invloed van onze kinderen. Zo doen is dat zeer wichtig dat we dit opstonden. We kunnen zeer licht gelukkig worden en ze denken, ja, ik ben waar geboren en nu ga ik weer veel wat we merken. En doen denken, wat God dan ook van ons verlangt, dat wat we doen zelf. God erwartet von uns, dass wir sollen gute Dinge tun. Wir sind nicht durch gute Worte geraten, aber er erwartet, dass wir sollen gute tun. In Epheser 2, Vers 10, da sagt Paulus, dass Gott hat uns an einen Verstand versagt, dass wir können gute tun und nu sollen wir auch tun leben. So Gott der das verlangen, dass wir, wenn wir schwache geboren sind, dass wir diese Dinge alle aufleihen, en dan dat we worden gouden doen, dat we een gouden invloed zijn voor zijn rijk. En dat is werkelijk een grote uitdaging. Dat heeft een uitdaging. We hebben wat te boven te kijken, dat wordt veel beter als de dingen wat hier op ons zijn. Dus de dingen wat hier op ons zijn, die worden alle vergoed. Maar dat wat te boven is, dat wordt niet vergoed, dat wordt voor immer blijven. En wanneer we nu ware geboren zijn, dat meint niet dat we gestorven zijn, dat meint niet dat het nu wordt alle automatisch alle afvallen. We moeten ons wat te doen. Wanneer we gestorven zijn, en de oude natuur afgestorven zijn, maar we leven aan het vlees, en zolang we aan het vlees leven, dus Paulus zegt, dat hij weet dat aan zijn vlees du erst nichts wat gehört. Het zijn al deze dingen, die zijn aan ons vlees, we leven aan het vlees. En de dingen, waar we worden de vlees de wereld laten, dan stehen die dingen ab. Maar zoals die abstehen, dan we moeten die immer dood werden. En dat is beter wie dan dat voet van die abstoen. En die worden abstoen, wens we leven nog aan het vlees. Dat krijgt dus wenn wir in den Garten merken, dann, wir müssen immer weiden. Und das kriegt der Champ immer weiter ab. Und wir müssen immer weiter dort weiden. Und kriegt so erst mit das. Solange wir in das Fleisch leben, diese Dinge wollen abstehen, wo wir müssen rein sein, dort immer weiter uitgeruhen, dort doten werden. Das Paulus sagt, da merken die alles dort, die von jener sämtlichen Natur kommt. Und das kommt ist das Fleisch. Jetzt in Galater 4, Vers 17, da sagt Paulus, ist das, wie das Fleisch verlangt, ruht dort, was die Geist nicht will. Und die Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dort die nicht tun, was die möchten. Wie sagen das? Paulus sagt, das Fleisch ist immer gegen dort, was die Geist will, und die Geist will nicht dort, was das Fleisch will. So, deswegen ist das so wichtig, dass wir das dort merken. Wenn immer das abstunden lädt, reisen, das Fuß dort merken, dass dort nicht kann wasen. Und du sind verschiedene Dinge, die die abgerichtet haben, Hürerie, Arendtheit, und du hast so viel, was du kannst von der und da an die Zweiten ankommen. Und wir lesen da auch
wo es sagt, dass Sinn ist, das ein bisschen hev en dich, dat det durch den ganzen Klampen. Und so der auch, wenn wir als Christen, wir luten das in den Tag, wir leben an Sinn, wir können den ganzen Tag verdorben, wir können ans Haus verdorben. Das bleibt nicht bloß bei uns. Wir sind ein Einfluss, es wäre zu gut oder zu schlecht. Und auch, wenn es steht, wo das Himmelreich so vergleichen das mit Naht, und wir als Christen, wir sind so als Naht. Jesus sagt, ja, dass er würde die Menschen verschmerzen. So wir als Christen, wir sind so als Naht, wir wollen Menschen an Gottes Reich bringen. Nicht in den Sinn, dass wir wollen den an sich Tag haben, aber wir wollen haben, die sollen an Gottes Reich kommen, in das, was wir sind. So ein Bruder oder eine Schwester, wo du in Sinn leben lässt, der ist so aus dem Loch en dat naad. So du kommst de vers riet. So dat veel schoeden. We kunnen een grote invloed zijn. En veel ons hier we dat van de mensen, de vrouwen van die dag woont als die rechtig twerk. En die zitten. Mensen zitten in een rechtig twerk en ik geloof het scouten in een rechtig twerk zitten. Maar wo ziet we dan nou? Wat doen we, wanneer we naar een rechtig twerk zitten willen? Dus veel mensen die doen dat. Dan fahren sie in die Twerk und sind durch den Stadt, dann bald fingen sie was Arreich. Und am meisten Zeit, da wird den Prediger beschuldigt, oder ein Deiner wird dann die Twerk arbeiten, da wird dem beschuldigt. Aber wenn wir nicht erreicht die Twerk sehen wollen, ich glaube, dann sollen wir bei uns anfangen. Wenn wir diese Dinge aufstehen und uns Gedanken ab dort sagen, was Buben ist, und dort sehen, was der Buben ist, wenn wir dort wollen, dann dort ist die rechte Twerk. Wenn uns die Gedanken voll von Gott sind, und wie alle das dort sind, wie kommen top aus Gemeinde, so dort würden die Gemeinde sein, die voll Gott wird. So das fängt bei uns an. Und nicht dort sowieso nicht erreicht die Twerk sehen. Bei uns nur sehen, sein wird es steht. Da ich diese Dinge aufstehen, lebe ich, sie mit Christus abgestehen. Habe ich das alle aufgelegt. Zie ik naar dat wat de boven is. Wanneer ik dat doe, dan zie ik de rechte Twerk. Dat zegt weer in Klasse 3 vers 6. Wil truud wegen zo wat God zien oor over die komen, die niet gehorchen. Zie de dag wat komen, waar God zien wat over die komen, die niet gehorchen doen, die wat dit doen. En dat zegt in 1 Korinther 5 vers 5. Ze zegt, du ween doet niet rechten voor de tijd. Wacht, wat de Herr komen wordt, die dort wordt aan licht brengen, wat een diensten versterken is, en ook voor een dag brengen wordt, wat hem hart gedacht wordt. En dan worden iedere van God geloofd worden, doen als am dort traf. So, wenn der Herr wird kommen, er wird ans Licht bringen. All dort wird er verstärken ist. So, das sind die Gedanken, die wir uns sollen feststellen. Wenn der Herr wird kommen, habe ich was an meinem Leben, wo ich nicht gut wollen haben, dass die sollen sein. Und er sagt, er wird das ans Licht bringen. So, das ist später, wenn wir dort Fahrtid dann dort aufstehen, dort mitteilen und davon loskommen. Und es steht, ans Handstellen als Interesse, und dann aber diese Dinge dann haben, bis die Waren an Licht gebracht wurden. So, dort gebe mir Gedanken. Und ich glaube, das soll wir alle an denken. Wo wir wollen haben, das soll nie, wenn wir hier in die Twerk setzen, dann, wir wollen haben, dass die Menschen sollen das sein, erst irgendwas an mein Hort, was die Menschen nicht würden sollen sein, was ich nicht wollen haben, was die Menschen sollen sein. Jetzt, wir können nicht für Menschen verstärken, aber für Gott können wir das nicht verstärken. So, das sagt, das wird alle an Licht gebracht werden. Und sogar die Dinge, was wir denken, die werden alle für einen Tag gebracht werden. So, das ist wichtig, dass wir an dort denken, was der Buben ist. Und wenn wir dort tun, wenn wir unsere Gedanken auf dort haben, was der Buben ist, dann da wir
nicht sein, dann darf wir nicht einmal proben, dort so zu merken, looten, so dort Gott looten dat. Jetzt ist ein Ding, dort merken Gott looten, und das, was Paulus dort sagt, dass wir sollen nicht lehen. Wir können lehen mit uneinwurt sein. Wir können lehen mit dort, wo wir uns feststellen zu sein. Und wenn wir dort nicht wirklich sind, dann dürfen wir lehen, und dann wir können lehen mit uneinwurt sein. So, das ist wichtig. Wenn wir daran denken, wenn wir dort denken, was der Buben ist. Und das sage ich wieder in Kolosser 3, Vers 7, sagt er, und so wird mögt ihr mit aus die Lebenden leben. So, das eine Ding, diese Dinge zu tun, wie beziert werden, als wir in Sinnen leben leiden, das ist ein Ding. Aber nie, was wir uns beziert haben, wahr geworden sind, dann ist das ein anderes Ding. Sagst, du werden leichter alle auf. Wir wären keine Zeit alle durch. Wir leben an der Zeit. Aber nie was testen. Nicht habe ich, sagt Paulus, soll wir dort offline, wir sollen nicht dort tun. Wir sind ja ein falsches Bild für Christus in die Gemeinde. In Kolosser 3, Vers 8 sagt er, aber nu leicht so wird auch alles auf, sich euren, grülen, schleichseinen, spotten, niederträchtig und beleidigende wird in den Müll. So wir sollen diese Dinge alle aufleihen. Und wir können viel Schulden tun mit anderen tun. Und wenn wir an dort denken, was der Buben ist, und dort sehen, was der Buben ist, dann wollen wir nicht so fertig sein, was in anderen kann Schulden tun. Wir merken großen Unterschied an, wenn wir bloß und dort denken, was hier unten ist, und ich glaube, all diese Dinge, was hier abgerichtet sind, das sind von den Dingen, was hier beirrt sind. Jeets und Aufgangs und Spaten. All diese Dinge, die sind von ab das Eid. So, wenn wir bloß unsere Gedanken haben, was hier ist, dann kommen wir an diese Dinge näher. Wenn wir unsere Gedanken dort haben, was der Buben ist, und dort sehen, was der Buben ist, dann wollen wir nicht dort sehen, dann wollen wir nicht so leicht diese Dinge tun. Und wieder in Kolosser 3, Vers 10 sagte, und die haben eine neue Tier genommen, die immer Dollar nur dem legen, der ihn gemerkt hat. So, wenn du sagst, dass wir immer Dollar den legen, der uns gemerkt hat, dort sagen uns, dass dort nicht alle über nachkommen. Wenn wir uns beziehen, dann müssen wir mit diesen Dingen schaffen, dann müssen wir die offline, so als wir die anwenden, was in uns Leben ist. Und das sage ich, der $1, was den legen, der uns gemerkt hat. So, $1, dort sage ich uns, dass nicht was über nachkommen, aber wir können wiederkommen, wir müssen damit schaffen, dass wir $1 wollen, den legen, der uns gemerkt hat. Und das sage ich auch, dass wir so eine Sinn haben, als Jesus Christus hat. Wir sollen so denken, als Jesus denken wird. In Kolosser 3, Vers 12 sagt er, die sind von Gott gewählt und herrlich, heu es dient Gott. Und aus so einer Lut nu von Gott beschenken und tragt Jesus seine Eigenschaften an. So wir sollen uns Jesus seine Eigenschaften antragen. Denn wenn wir uns Christen nennen, dann sollen wir auch den Charakter haben, was Jesus Christus hat. Und das, was ich sagen hat, wir sollen uns seine Eigenschaften antragen. Denn er sagt hier, was seine Eigenschaften sind. Er sagt, sich von Herzen erbarmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig und geduldig sein, verdreht einer den anderen und vergebt einer den anderen. Wenn wir eine Klau haben, die in den anderen, wenn wir eine Klau in den anderen haben, so als der Herr ihn vergibt, so muss die auch vergeben. Seine Eigenschaften. Und das sagt, wir sollen uns seine Eigenschaften antreiben. So, wenn wir uns wollen streben, was Jesus seine Eigenschaften wären, und unsere Gedanken ab dort haben, dann wollen wir wiederkommen
en $1 ze worden als hij is. In een Römer 12, vers 6, vers 12 en 13, sagt Paulus, du lud die Sinn nicht an jenen stofflichen Körper herrschen, dort die nicht daunen mochten, wo nur die Sinn die Lasten lädt. Lud die Sinn keine Lehrer brücken, die Gerechtigkeit zu deinen, die nicht lieber Gott haben, als Sonne, die von dort zum Leben gekommen sind, en lud am die nicht Lehrer brücken, die Gerechtigkeit zu deinen. So, da sage ich, wir sollen nicht ans Hand geben, nicht luten an sich Lehrer, die Gerechtigkeit zu deinen, aber wir sollen uns Gott Hand geben, die Gerechtigkeit zu deinen. Wir sollen uns keine Lehrer Hand geben, die Gerechtigkeit zu deinen, aber uns Gott Hand geben, so dass die kann die Brücke werden, die Gerechtigkeit zu deinen. Und das sagt der, was Söhne, die von dort im Leben gekommen sind. So Paulus sagt, wenn die dann die mit Christus gestorben sind, dann segne dort, was der Boven ist. Wenn wir von dort im Leben gekommen sind. Johannes 4, Vers 22, da sagt Johannes steht da, Jesus, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, wer meine Wehrhirten an den Leib, der mir geschickt hat, der hat das ewige Leben, der ist von dort im Leben gekommen. So dort, wo wir von dort im Leben kommen, wenn wir an den bleiben, was Gott geschickt hat, und er hat gesagt, dass ein Arm ist das ewige Leben, und wenn wir an den bleiben, dann sagt er, dann sind wir von dort im Leben gekommen, dann haben wir das ewige Leben, und dort ist, woran wir nicht checken, was der Buben ist, nicht sehen, was der Buben ist. Sondern wir sollen unsere Lehrer Hand geben, die Gerechtigkeit zu deinen. Und das ist möglich, wenn wir das tun. Das ist gesagt, wenn wir erst haben, den Jazz haben, dann können wir das tun, aber wenn wir das nicht haben, dann dürfen wir nicht mehr anstellen, dann können wir das nicht vollbringen. Das Paulus sagt in Galater 4, Vers 10, sagt er, ich sage Ihnen so, wandelt am Jazz, dann wo ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch die Lasten lädt. So das ist wichtig, dass wir an Jazz wohnen, diese Dinge, das Fleisch nicht den Wellen zu looten. Aber an Jazz zu wohnen, von Jazz Läden zu looten, ist das wichtig, dass wir an dort denken, was der Buben ist, nicht dort sehen, was der Buben ist. Wenn wir nicht dort sehen, was bei ihr ist, bloß an dort denken, was bei ihr ist, dann können wir uns nicht sagen, von den Jazz-Läden looten, das schafft nicht sehr gut. So dort ist es wichtig, dass wir an dort denken, was der Buben ist. In Kolosser 3, Vers 2, wo das sagt, wenn Christus denn ans Leben ist, von da kommen wird, dann wird er uns herrlich anstellen. Dazu wir werden vollkommen sein. Aber solange wir hier leben, müssen wir mit der Schafen, wir müssen dort dort merken, die Dinge, die uns Fleisch abstunden wollen, die dort merken, dass wir nicht wollen, unsere Kleider Hand geben, die Gerechtigkeit zu deinen Leuten. Das ist wichtig, dass wir als Christen, dass wir nicht gleichgültig werden und so denken, wir sind Christen, wir sind wahre geboren, und dann über Dinge tun, was sich nicht gehören. Und Paulus sagt, dort die Dinge alle aufleihen. Und wenn wir daran denken, dass wir nicht wollen ein falsches Zeichen geben, wenn wir daran denken, was für einen großen Einfluss wir haben, und dort, was wir tun, wo wir unsere Gedanken haben, und dort, was wir sehen tun. Und das merkt ein großer Unterschied, dass wir dann Menschen beeinflussen dadurch. Wenn wir an dort denken, was der Buben ist, wo Jesus Christus bereichte Hand ist, und du von uns anstehen und du von uns beten lässt. So ist dort nicht eine gute Ursache, an dort zu denken, was der Buben ist. Und er hat gesagt, dass er wird weiterkommen. So, wo meine Frau ist bloß mir Gedanken, was ich will looten, wo steht es mit uns? Erstens, sind wir all von dort abgestoßen.
En wanneer we zijn, doen we deze dingen afloten. Doen we die alle afleiden, dus Paulus zegt. We zullen die niet alle afmerken, die dood meer. Deze dingen worden ons, worden ons vlees is, dat we niet dat doen, hoe dat vlees nu je lasten deed. Waar staat dat? Wanneer we nog niet van dood abgestoßen zijn, dan moet dat eerst zijn. En met ze gestorven waren we alle. We waren gestorven zu uns selbst nie, aber we waren Luther gestorven. En dat redt van dat dus de eerste dood en dus de tweede dood. En de Auferstehung, dat is een zweifach gedenkelijk. We waren, want Jezus wat komen, waar we ook körperlich abstonden, aber am Met te gaan, moet we eerst zu uns zur alle Natur sterben. Und wenn wir dort waren, wenn er wird kommen, dann waren wir körperlich mit Arm abstonden, mit Arm mitgenommen worden. Aber wenn wir nicht gestorben haben selbst, dann waren wir hier gelassen worden. Und dann war eine zweite Auferstehung sein. Und dort nannte die Bibel, das ist der zweite Tod. Und der zweite Tod sagt die Bibel, dort ist der vier sei. So dass wir können nicht selbst sterben, aber wir wollen Luther sterben. Und das ist wichtig, dass wir daran denken. Dann, Offenbarung 21, Vers 8, da sagt das, die Versaute über und die Angläubende und die Abschädelige und Mörder und Hürer und Zauberer und Auftäter deiner und alle Lehner waren ihren Platz am Viersei haben, die mit Schwefelblät brennt, das ist der tweede dood. Dat zijn de nemelijke dingen wat hier abreden dat, wat Paulus door abreden dat, wat we afstonden zullen, wat we doodmerken zullen. Maar wenn wir das nicht tun, wir sind nicht gestorben zu uns selbst, dann sagt es hier, die wollen ihr Platz haben, en op 4 zei, en dort sagt es, dort ist der zweite Tod. So das ist wichtig, dass wir nicht zu uns selbst sterben, dass wir nicht wollen den zweiten Tod erfahren. Und dann Offenbarung 20, Vers 6 sagt es, selig und herrlich sind die mit der erste Tod abstunden, über die hat der zweite Tod keine Kraft, und sie waren Gott in Christus seine Priester sein. So die, was geport haben an die erste Auferstehung, die waren über die, was die zweite Tod keine Macht haben. So das ist aber wichtig, dass wir zu uns selbst sterben nie, und dass wenn Christus was kommen, dass wir waren geport haben an die erste Auferstehung, wenn er wird kommen, seine Zweck hier wegzunehmen. Dass wir einen Anteil haben an die Auferstehung, dass wir nicht wollen, deren Port haben an den zweiten Tod, und was der Hall ist. So das ist wichtig. Und Gott will nicht, dass einer soll verloren gehen. Gott hat aus Jesus Christus sich angegeben, dass an Krieg gestorben, dass in Abstunden, dass dummer hat, die alle Sinnen schon betont für die ganze Menschheit, für all die, was die wahr sind, für all die, was noch waren geboren sind, der von diesen einen hat die diese Schuld betont, er hat die Schuld ausgestreckt, er hat die durchgestreckt, über die Zeit gebracht, und dass von diesen einen heimlich der einer soll verloren gehen. So du wen ist das wichtig, daran zu denken, so wie all mit Christus abgestoßen, sozusagen, geistlich, so wie all von der Tod leben, geistlich tot und geistlich Leben gekommen. Wenn wir nicht sagen, Jesus sagt, er wird keinen Rückschritt, wie ein Amtskampf. Wir immer ankommen, dass den Wort nicht rückschreiten, den Wort annehmen. Und das ist das Versprechen, was wir haben. Wir dürfen uns nicht grübeln wegen das. Und wenn wir nicht recht sind, dann sollen wir uns grübeln. Das ist schrecklich. Und die Dinge, diese Dinge gleich wie ich sagte hier, und wir gleichen Dollar die Dinge hier, was Gott von uns getan hat. Aber wir müssen noch denken, das sind die Werte, was Gott gesagt hat, und die sind wahr.
und die waren passieren. So, darin ist es wichtig, dass wir die Bad nehmen. Dass wir den Harchen, was Gott von uns tun hat, und das annehmen, und dann aber auch nur das Harchen, was er dann überall haben, was wir tun sollen. So, Paulus sagt, vor allem zu leben als Christus und vor allem zu sterben als Gewinn. Habe ich so einen Sinn haben, als für uns zu leben als der Christus und für uns zu sterben als Gewinn? Wo kann das Gewinn sein? Wo kann Sterben Gewinn sein? Wenn wir sterben, wenn wir sind mit Christus von dort abgestoßen, wenn wir dann sterben, dann wollen wir mit Christus abstunden. Dann sind wir bei Gott. So das ist der Gewinn. Aber nie für uns zu leben als Christus. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, dass wir tritt sich, dass wir nicht mehr heute leben. Aber das Leben, das er nu lebt, lebt er in Glauben und Gott sehen, dass sich heilig hat vor ihm. Und das ist, was unsere Einstellung soll sein. Für uns zu leben als Christus. Uns zu gedanken, ob das haben, was der Buben ist. Und dort sehen, was der Buben ist. Dann, wo wir wiederkommen. Und dann, wo wir, wenn er kommen wird, wo wir herrlich heilgestellt werden. Und das ist alles, wo wir vorwärts nicht checken dann. Du wirst, wo wir einen verherrlichen Körper haben, du wirst nicht mehr Krankheiten sein, du wirst nicht mehr Sinn sein. Dann, wo wir ultimal von den Sinn geraten werden sein, dann wollen wir nicht mehr darin kämpfen. So, ja, wenn es dort nicht ist, ja, und dort checken, was der Buben ist, ich glaube, ja. Und das soll uns eine Freude sein. Wo Paulus zu den Thessalonicher sagt, wo die Rede von der Wahrheit wo er wird Wahrheit sagt er, dass der Herr selbst wird kommen und er wird die beiden was passieren soll. Und heute wird die Blues werden. Und dann wird er kommen und die Dode und Christus wird die sterben sein, die werden erst abstunden, und die wird die geblieben sein, werden mit der Licht abgenommen werden, die werden immer wie am sein. Und dann sagt er, du, mit dieser wir treist sind. So nicht sind wir zum Treisten, das sind nicht, wie darin uns nicht gerührt wird, das sind wir, wo wir uns mit treisten können, das sind wir, wo wir sollen an denken, unsere Gedanken haben, ob dort, wo der Buben ist und wo er weiterkommen wird. In 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 sagt Paulus, dass er wird kommen. Er wird plötzlich kommen. Und wir wissen nicht, wie lange das noch wird. Er sagt, er wird plötzlich kommen an einen Augenblick. So wir wissen nicht, dass der Herr nicht wird sehr meist kommen, wie glauben, dass wir sind dicht bei, wir sind kommen. Und wenn er kommen wird, dann wird wir herrlich mit ihm hergestellt werden. Und dort werden wir sollen unsere Gedanken ab dort sagen, was der Buben ist. Und dort sehen, was der Buben ist. Und nicht bloß an dort denken, was hier bei ihr ist. Wenn wir dort tun, dann, wo wir, und Gott in euer kommen, wenn Gott in Rach wird kommen, ab das ihr, dann wo wir unter da kommen, und dort würden wir nicht wollen. So, wenn wir dann denken, und ich will mit diesen Gedanken luten, dass Paulus sagt, für mich zu leben als Christus und für mich zu sterben als Gewinn. So, wenn wir nach Tod beten. Und Herr Gott, wir kommen an der Vermeidung verdienen. Wir danken dir für was du für uns getan hast, Gott. Du hast alles getan, du hast alles vollbracht, du hast die Erfahrung vollbracht, du hast die Hand gegeben, dein Leben gegeben, Jesus, um uns von dort zum Leben zu bringen, Gott. Und du danke dir für Gott. Und ich bete, Gott, dass wir uns wirklich halten, dass wir die angenommen haben, dass wir von dort zum Leben gekommen sind. Ich bete, Gott, dass wir uns wirklich halten, wenn du irgendwas an uns Leben hast, was du nicht soll sein, dass wir uns wirklich halten, dort aufzuleihen, dort zu merken, was immer das muss sein, und jeder von uns, Gott, ich bete, was immer das muss sein, dass du wirst das an Licht bringen, nu, dass wir können damit verhandeln, dass wir können das aufleihen, habt ihr uns das, Gott. Wir wollen ein Licht sein, dass du sagst, dass wir sollen sein, und wir können nicht ein Licht sein, wenn wir Sinn in uns Leben haben, Gott. Und du bist frei, dass du wirst genug geben, du mit verhandeln, wenn du irgendwas musst sein, Gott. Dann wir wollen
die gefallen, wie wollen an dien wollen sein, dass die auch sagst, dass die immer dort ist, was den Führer sehen wollen, wir die das nicht dienen wollen. Und wir wollen das nicht ans wollen, dann. Aber Gott, wie Frauen, uns fehlt das an Haupt, uns fehlt das an Kraft. Wir kennen diese Dinge nicht in uns selbst aufstunden, oder in uns selbst dort merken. Und du, wenn Frau ist, sie uns wirst Not geben, Kraft geben, dass wir würden dort tun, was du fehlt hat in uns Leben, so dass wir können herrlich angestellt werden, wenn du kommen wirst, Gott. Wir danken dir für was du tun hast, und wir danken dir für was du noch tun wirst in uns Leben. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Dankeschön für das Wort mitteilen. In dem Blatt sagt er, dass die früher waren Leid haben, aber dass wir mein Fehler, sie waren in der englischen Andacht, waren die singen. Dafür wollten wir kommen uns ein Schlusslied leiten. Und dann war ich gut, als du was du gelernt hätte, wenn je wollen Opfer geben. Und nur das Leid als die Versammlung entladen. Und wir laden die doch an, für die nächste Andacht zu bleiben. Wir singen Nummer 142. Ich hörte Jesu Freundesruf. 142. Ich hörte Jesu Freundesruf am herbeladenes Herz. An meinem Herzen findest du Ruhe für allen deinen Schmerz. Ich komm zu ihm, so wie ich war, beladen, krank und matt. Ich schenke mir Frieden, Ruhe, aus Freiheit, Hut und Gnade. Ich hörte Jesu Freundesruf, wer durstig ist, der kommt. Und wer kein Geld hat, trinke nur, umsonst vom Lebenslohn. Ich komm zu Jesu und ich trau aus dieser herrlichen Flut. Da war die Seele durchgestillt, nun leb ich durch sein Blut. Ich hörte Jesu Freundesruf, ich bin das Licht der Welt. In Finsternis blick aus zu mir, so wird dein Weg erhellt. Ich schaute auf und fand in ihm den schönsten Morgenstern und wandle nun in seinem Licht zur Heimat, zu dem Herrn.